Hey, was hört sich? Nicht koscher. Du bist die Erste. Yay. Ich bin pünktlich, wir Schweizer. Sollen alle sein mit Video? Ich meine es ja. Ich hoffe es ja. Du hast Headers? Ja. Okay. Ich darf auch finden meinen Text. Ich habe ihn übergelassen in ein anderes Zimmer. Hey, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Die nicht schon Headers? Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Ja. Noch einmal, alle sollen nicht in Headers, ob sie haben sie. Oh, 1 Minute. 1 Minute. Ja, Okay. Und nicht wird es sein sehr hoch und tummeldick. Aha, okay. Lass mich sehen. Eine Sekunde. Okay. Wo geht es rein? Da. Okay. Das ist Shmuel, ja? Ja, ich bin Shmuel. Ups. Hello, das ist Shmuel? Ja, Ja, hi. Hi. Der kennt dich von Jiddischwoche, ja? ja, sicher. Okay, gut, okay. Das ist Itzik. Okay, dich kenne ich. Das ist Sora. Hi, Sora. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Ich höre dich nicht sehr gut. Nein. Okay, ich meine, sag ein paar Wörter. Ich heiße Sora. Ich wohne in Okay. Zürich. Gut, ich höre. Okay. Und das ist, Raphael ist da? Ja, Ja. Okay, lass mich dich sehen. Okay, Raphael, du bist etwas neppeldick da. Ich bin nicht sicher, jetzt bin ich was. da, sehr schön. Oh, wait. Okay, Itzik, es geht allemal zurück zu Schmulen. Jetzt ist Sora. Also ich bin nicht sicher. Lass mich sehen. Ich gebe da ein Quetsch auf Raphael. Okay, sehr Raphael, ein bisschen verneppelt. Aber Raphael, Ben schickt der Gruß. Wer schickt der Gruß? Meine Tochter, Benna, was sie gewinnt bei dir vor ein Jahr. Pesach. Danke. Ja. Okay. Ja. Und das ist Janke. Wer ist das? Janke? Ja, Ja, da. ja, das ist Janko Peczerski? Ja, Mit an Bord. Mit an Bord. Okay, ich kenne ihn nicht an dem Board, aber gut. Oh. Okay. Wir warten auf wem? Auf Arle und Auf Adelen und auf Nikki. Nikki. Okay, gut. Und Gut, wir können zu warten, bis und sie auf dann- Perlo Rosenblum von Argentina. Perle ist... Perl oder Perle? Wie heißt sie? Perl, meine ich. Perl Rosenblum. Okay. Und wer ist das? Das muss sein... Wait a minute. Chanson. Das ist Hélène? Ja? Hélène. Hélène. Ja, also ruft man dich Hélène? Ja? Ich habe richtig gesagt. Rivke auf Jiddisch. Entschuldig, ich höre nicht gut. Lass mich sagen. Wie kann man das machen, Herr? Ich kann ich. Jetzt Ja, ich kann. Aha, was ist der Klavisch zu machen, Herr? Ist das F6? Oder, du Ich weißt weiß nicht. Nee. Ich weiß nicht, okay. Auf meinem anderen Computer ist gewesen, aber ich bin nicht sicher. Ja. Okay. F6. Okay, gut. Hélène, kannst du noch einmal etwas sagen? Ich soll bestimmt wissen, ob ich kann hören. Ja. Du hörst mich? Ja.
Ja. Ja. Rivke, men ruft mich Rivke auf Jiddisch. Rivke, gut. Wirst du sein, Rivke. Rivke? Sehr fein. Sheva, kannst du Ja. even ein bisschen dazu machen, dein Computer, damit wir allen sollen können sehen, dein Fullponem? Was heißt zu machen? Also schon? Ja. Aha, oi. Das ist modne. Okay. Es ist starke modne. Okay. Okay. Ja, wenn wir warten. Okay. Perl und Adele. Is eider mir heben an. Gut, heißt das jetzt, ich kann gucken, auf wem ich will, ja? In Beschass mir reden. Ich muss nicht gucken auf sich, oder, ja, aber ich halte ein Auge auf, wer es will etwas sagen, ja? Mhm. Okay. Ja. Und was meinst du, wird sein der beste Öfen zu sehen, wer es will ein Wort? Poschet Efter gucken kann man Poschet oder- aufheben die Hand. Aufheben die Hand, okay. Und ob ich sehe es nicht, ist schämt euch nicht und sagt mir Poschet, ich habe gehoben die Hand. Okay. Gut. Und für wem ist das gewesen das erste Mal, was ihr lernt, Bonsche Schweig? Ihr habt das alle schon früher gelernt? Ja. Ja? In der Ja, Klasse, allein? Alleen. Alleen. Das Aha. ist mein erstes Mal. Jankiv. Ja. Okay, gut. Raphael, hast du es öfter gespielt einmal? Auf der Bühne? Nein. Ich habe nein. Ich habe Nein. es gelernt, aber ja, nein. Lass mich sagen. Noch nicht. Okay. Und ihr hat nicht kein Verriebel, weil ich euch alle duzen, ja? Oder mit so Ja, hat sicher. dagegen? Gut, und ihr merkt mich euch rufen du, ob ihr wollt, wie ihr wollt, wie es ist euch bequem. Gut. Wollen wir warten noch 1 Minute, bis Okay. ich meine, sie haben Tage gewollt kommen und sie haben gesagt, dass sie wollen. Ja, ich will Poschet. Und danach können wir ein alle, bisschen früher, ja. danach können wir sich alle formell vorstellen. Okay. Und wie lang soll das nehmen? Oder nicht länger wie? Ich meine, wir sollen verendigen der Schmuss um 1, sagen. Ja, das Oder klingt gut. Viertel nach 1, ja. Okay, gut. Was bedeutet es da in Israel? Wie viele Säge? Wie viele Säge ist bei euch dort? Es ist noch völlig ein bei Show. uns. Ja. Ah, Ich ein habe Show. Mittagessen. No, Okay. Sholem Aleichem, Alemen, ich bin Perl Rosenblum von Argentinien, Buenos Aires. Sehr Bei schön, Kontrolle. sehr angenehm. Ja. Okay. Perl, kennst Ja. kennst du ein bisschen, was hast du gesagt, jetzt ich vermach, ich sag mir doch gut. Okay. Das Gucken ist sehr modne, ich muss sagen. Ich bin im Ganzen nicht so gewöhnt zu dem. Jetzt lassen wir sehen, wir sind in einem erstmaligen Experiment für einen Lehensaal. Ja. Lassen wir sehen, wie es wird gehen. Und wir haben beschlossen, dass Tomer Chalila hat emitzer Probleme inmitten darinnen. Er wird abgehakt, dass wir wollen nicht abgeben zu viel Zeit auf dem, weil es schon zu pateren Zeit ist der Mensch. Es sei denn, es wird sein ich, ist das eine andere Sache. Esa es la profesora la que habló. Raphael, du bist jetzt in Israel, sie in Straßburg? Ich bin in Bat Yam, ja, in Israel, bei meinem Bruder. Okay. Ja. Ich Okay. bin gewähnt in Jerusalem für einen Winterkurs. Wie ist das gegangen? Gut? Sehr gut, Toll. ja. Sehr schön. Hast du gelernt dort? Oder? Ja, ein bisschen Theater. lass mich sagen. Schön. Gut. Jetzt wartet man bloß auf Arlen, ja? Rafael, ich Ja, kann dir etwas fragen. ja, sicher. Als wir warten, Du bist dein Tate, ist gewesen ein Akteur
von Theater IF hier in Buenos Aires. Also ist es, Du, ja? du fragst mich, ob ich weiß, Nein, ich wer- frage dich. Ja, Also so ist sehr, es. sehr Und ein ist wichtiger es so- Akteur, ja. Ja, und jetzt ist so sehr ein grosses Problem mit dem Theater IF hier in Buenos Aires. Ja. Ich weiß nicht, Sie das gelernt wegen dem. Ich habe gelernt, ja. Was kann man tun? Man darf ja. tun, ich meine, dass man darf tun. Ja, aber was etwas an nicht sehen? Ja, In so- der Weile redet man und man macht Sitzungen und es steht sich auf Tischen, auf Bänkchen und man Ja. wird sehen. Ich meine, dass etwas wird man machen. Es ist sehr gefährlich, es soll gewinnen sehr ein größer Schott, soll sich verlieren als einen guten Bienen wie der Theater IF und die Geschichte von dem Theater IF in Buenos Ja. Aires. Ja. Ich weiß nicht, ob die Geschichte von dem Theater wird sich verändern oder verschwunden mit dem Binien. IFT ist gewesen ein jüdischer Theater, schon eine Sache, was man spielt dort nicht auf Jiddisch. Ich weiß nicht heutzutage, was das bedeutet, der Theater dort. Aber auf Jiddisch spielt man dort nicht. Ich bin sicher, es sind doch viele Argentinier. Oh, Was? Ah, ja, se cortó. Wer ist Rosa? Rosa ist Perl? Nein, wer- Perl ist Perl. Perl ist Rosenblum. Perl. Ich sehe da Ja, das bin ich. Rosa. Wer ist Rosa? Lass mal sehen. Itzig, wer ist Rosa? Ist das das ist Niki? Perl. Ich meine, sie nebeneinander konnte. Ah, okay, das ist... Okay, und wo Ja, ist da, an der Niki Seite verschwunden geworden? Ich habe gesehen, Niki. Ich weiß nicht. Sie ist gewesen. Ich meine, wir sollen anheben. Ich will Ah, wieder verbeten, die alle, was sind nicht da. Okay. Ja, Okay. bis mir stellt sich vor, können Okay. sie kommen. Ja. Okay, lassen wir anheben, lassen wir sich alle vorstellen. Ich meine, als von rechts nach links, das ist der jüdische Eufen. Ich heiße Itzig Bliemann. Ich bin der Gründer und Zunächststeller von dem Lehrensaal. Und ich bin sehr zufrieden, dass Sie sind alle gekommen, Heinz. Warum reden manche schweigen mit uns? Okay, Jankel? Anschuldig. Ich heiße Jankel und ja, ich bin. Ich habe nicht gelernt, Buncheschweig von anderen Sachen, aber es ist sehr interessant zu sein auf dem Webinar mit uns. Oh, und wo bist du auf der Welt? Ich Oh, bin da in New York. Ich wohne in Boston jetzt. Okay, sehr fein. Okay, Sora. Ja, ich heiße Sarah, ich wohne in Zürich und ich habe sich gelernt, Jiddisch der Iker in New York in die JIVO-Programmen. Und ich habe viermal gelernt, Bunche Schweig in einem Buch von Ruth Weiss, was heißt The Peretz Reader, aber es ist gewähnt auf Englisch, versteht sich. Okay. Schmuel. Ich heiße Shmuel, ich wohne in New York. Ich bin ein Student bei NYU. Ich bin sehr interessiert mit jüdischer Musik. Und ich habe lieber Sprachen und Jiddisch. Und ich habe es gelernt, Bunche Schweig mit ein paar Jahren zurück, weil ich habe die Peretz und ich freue mich, was ich kann es noch einmal lernen und herumreden mit euch. Schön. Okay, Perl. Bueno, mein Name ist Perl Rosenblum. Ich wohne in Buenos Aires, in Argentinien. Ich habe gelernt zum ersten Mal Bunche Schweig, wenn ich hingegangen in Anfangsschule, in der Schitlowski-Schule von Ikhof in Buenos Aires. Stellt euch vor, als das ist nicht Nächten gewesen. Es ist mit sehr Jahren zurück. Und ich habe gehabt die Freude zu lernen es noch einmal. Und
Trotzdem bin ich ständig gewesen ein Anhänger von Yitzchak Lebush Peretz. Okay, sehr fein, dank. Foil. Bist du Foil? Nee, efter nicht. Okay, Sheva? Gut, ich heiße Sheva Zucker. Ich bin die Redakteurin von dem Journal Affenschwell und euch langjährige Lehrerin im Weinreich-Programm beim JIVA in New York. Und ich habe das erste Mal, meine ich, gelernt, Bonche Schweig wie ein Kind in die jüdische Schule in Winnipeg, Kanada. Es war mehr oder weniger in derselben Zeit, was Perl hat gelernt. Und es ist interessant, weil mein Guck auf Bonchen hat sich sehr gebeten bemäßigt die Jahre. Gut, und Ort ist Rivke, ja? Sie hat sich noch nicht vorgestellt, ja? Ich bin Rivke und ich mache Webseiten mit jiddischen Liedern. Und ich habe gelernt Bonche Schweig auf Internet mit 2 Jahren zurück. Okay. Soll man anheben? Ja, ich meine ja. Ja. Okay. Schöne Zeit. Ja, gut. Okay, Bonche Schweig, laut meiner Meinung, ist eine von den größten Schaffungen in der jüdischen Literatur. Ich meine, es ist eine perfekte Erzählung, als jedes Wort, jeder Os, was Peretz schreibt dort, ist wichtig. Nicht da kein übrig Wort, nicht da kein übrige Phrase. Wegen Peretz's Biografie wollen wir nicht reden, nur auf einen Fuß sehr kurz. Er ist geboren geworden in 1852 in Zamość in Polen, in einem frommer Heim, gemacht so wie alle jüdischen Schreibers. Er ist ganz jung weg von Frömmkeit. Und er ist versteht sich geworden, eine von den führenden Persönlichkeiten, einer von den Tates von der modernen jüdischen Literatur. Ich meine, als Chana Gonscher wird Gorbachev halten etliche Lektionen wegen Peretzen und sie wird, meine ich, euch reden wegen seiner Biografie. Ob ihr wollt das lernen, ob ihr seid Englisch-Lerners, was von euch sein, könnt ihr guckt an in JIVA Enzyklopädie für eine ganz guter, beziehungsdicker Biografie, was wird euch geben, die Hauptprotim. Und ob ihr habt Zeit und Keuch, könnt ihr lernen in dem Lexikon von der modernen jüdischen Literatur. Das ist versteht sich als Sache länger. Was? Was sagt ihr? Ich habe nicht gehört. Hast du etwas gesagt? Nein. Okay. Gut. Ist Raphael? Ich bin zurück. Gut. Gut. Raphael, stell sich vor in Satz oder zwei. Gut, ich bin geboren in Argentinien. Mein Tat ist eine von den größten Akteuren von Theater Ift, was ist gewesen sehr dicker Theater dort. Ich gebe sich auch mit jüdischem Theater, der Riker, und stelle Pieces in Straßburg, wo ich wohne mit meiner Sprache, und ich fahre herum auf der ganzen Welt mit meinen Schaffungen. Was kann ich sagen mehr wegen sich alle? Und wo bist du jetzt? In Israel? In dem Moment bin ich in Israel, ja. Was? Okay. Gut, danke. Ja. Gut. Gut, ist mir rechnet herein, wo mir ist geboren geworden und wo mir gefühlt sich jetzt, haben wir gemacht alle Kontinenten. Öfter nicht den ganzen, aber es ist, weißt du, gewöhnliche Sache. Wir können sitzen da in Southern Carolina und reden mit Menschen in Israel, in Zürich, hoffentlich bald in Indien. Gut, lass mich zurückgehen zu dem Indien Bonche Schweig.
Ja, ich meine, es mehr wegen Peretz's Biografie darf man nicht wissen, zu verstehen die meiste. Nur ein Date will ich euch geben und das ist 1894. Das ist das Jahr, was Bunsenschweig ist gedruckt geworden zum ersten Mal in etwas, was hat geheißen Literatur und Leben. Ob das ist gewesen ein Teil von jüdischer Bibliothek oder von der Jontef-Blatt, bin ich nicht im Ganzen sicher. Es ist gewesen schwer zu wissen von den Lexikonen, aber also ist wichtig zu bemerken, hat mir trachten allemal wegen Peretz, dem größten jüdischen Schreiber, als in der Emerson hat sich nur gedruckt zum ersten Mal in 1888 auf Jiddisch mit Monisch. Ist das heißt, aber ist schon gewesen sehr reingetan mit Shalom Aleichem in verschiedene literarische Journalen und so weiter. Aber es ist interessant, also in der Emerson ist das ein ganz junger Schreiber auf Jiddisch. Und es ist, man meint, als hat das geschrieben wie ein Ruf zum Kampf, lassen wir sagen. Als hat gewollt, als die Publikation ist gewesen sehr verspreit bei Arbeiters. Und hat gewollt, als solche Menschen, Arle ist da, Baruch haba, okay, sollen das lernen. Ist öfter soll Arle sich vorstellen und danach wir haben sich alle schon vorgestellt. Arle, ist öfter willst du sagen ein Wort, zwei wegen sich? Entschuldigt, was ich habe, was hat sich schon gegeben. Der Internet ist einfach nicht verlässlich in Indien. Okay. Ich habe nicht verbinden. Ist, ja, was sagst du? Kann ich reden? Ja. Wer du bist und was bringt dich da? Ich bin ein Geborener in Teaneck, New Jersey. Ich habe vor Jahren geendet College in der Harvard-Universität. Und jetzt bin ich ein Englischlehrer in Indien, noch 3 Wochen. Und danach will ich hinkommen und haben Arbeit. Ich bin du, weil ich liebe die jüdische Literatur. Alle Herren, ich höre nicht. Nicht alle Herren noch. Ich höre dich. Ich höre dich. Oh. Ich euch. Okay, jetzt weg. Nu, ja, ich habe liebe die jüdische Literatur. Besonders mein und mich Forum. Und ich kicke sehr raus. Entschuldigt, dass ich da reingefunden habe. Okay, gut. Wir haben nur was angeheben. Ich habe gesagt 2 Wörter wegen Peretz's Biografie und gesagt, als die Erzählung Bunsenschweig ist zum ersten Mal gedruckt geworden in 1894 in etwas, was hat geheißen Literatur und Leben. Ich meine, als wenn man tracht wegen Bunsen, ist öfter das beste Ort anzuheben, ist zu fragen die Frage, ist Bunsen gewesen ein Held oder ein Anti-Held? Weil man kann sagen, als wir wollen sehen, wie das zu lernen, zu beschließen wegen dem, aber versteht sich, als man sieht ihn wie ein Held, hat man eine Sache verstanden von der Erzählung und als man sieht ihn gar anders, hat man etwas anderes verstanden und ich meine, es Deures haben sich gekriegt wegen dem. Laut meiner Meinung ist da ein richtiger Öfen zu lernen. Aber ist mir hören, was gewesen eure Reaktion zu ihm bei dem Call? Wer will nehmen ein Wort? Efter sorry, weil ich kenne dich. Okay. Ich meine, also, ich will getracht, dass ist nicht kein Held, ist ein Anti-Held, weil tut gar nicht und sagt gar nicht. Und ich meine, als ein Held darf etwas an Entwicklung, darf tun etwas, werden besser, sie öfter schlechter, aber ist manchmal ein bisschen so, ist dasselbe. Hat Emetzer gehabt ein anderes Gefühl wegen ihm? Oi, weil wir nicht haben keine interessante Diskussion. Ich meine, als ich
ich bin Masken mit Sore, als ist ein Antiheld. Aber stellt euch vor, die hast jetzt gesagt, als wir für ein Seminar, ein Gespräch über knapp 5 Kontinenten. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Und ich will sagen, als wie viel Bunte Schweigen ist da jetzt auf der Welt? Sehr Sache. Wie viel sind da, was das Leben selbst geht dadurch, also wie Peretz hat gesagt, wie ein Schott, wie ein kleiner Kernel Samen, was der Wind hat es getrieben von einem Eck bis der noch einen anderen Breck, ja. So meine ich. Ja, sicher existieren manche Schweigen auf der Welt und es kann haben zu tun mit dem Jahrhundert, mit wer wir seien, was wir so von uns verstehen wie ein Anti-Held. Das heißt, nicht Davke Arosche, nur ein Mensch, was vermocht nicht die typische Strichen von einem Held. Weiß nicht daraus, kein Courage, ist nicht kein Führer, ja, ist nicht ein Mensch, was hat etwas groß aufgetan, ja, verkehrt. Wenn wir wollt gedarft auskleiben für ihn, ich habe gelernt, die Definition von Anti-Held in einem Lexikon ist gestanden, ob wir wollt gedarft auskleiben für ihn ein Collier, wollt das gewinnen grau, ja, Bunche ist kein Gräuer wie Bunche, meine ich, kein Gräuers kann man nicht finden auf der Welt, wie Nebach der Bunche. Von deswegen will ich euch lernen 2 Zitaten von Literaturkritikers, was sie haben gesagt, und das einen versteht sich 2 Policen von wie man hat verstanden Bunche. Das ist auf Englisch, ich will es proben, also vorbeiläufig übersetzen. Saul Lipson hat geschrieben, in his tales, das heißt Peretz's, visible phenomena were overtopped by higher strata of eternal truth, to which one ascended via the ladder of faith or through the medium of dreams. Das heißt, als halt, wie wir wollen bald sein, als Bunche hat gestiegen hoch, hat sich der Heuben zu etwas hohen Niveau durch sein Betochen. His humble characters, such as Bunch of the Silent, were not crushed by their hard tasks and endless dull routines, because they had faith in a higher reality, a more just existence awaiting them at the end of their earthly journey. Ja? Seine bescheidene Typen, also wie Bunche, seine nicht gewinn im Ganzen zerschmettert oder untergedrückt von sehr schweren Aufgaben und von der Nudnigkeit von seiner Lebens, weil sie haben gehabt betochen in etwas höheren Emes. Und als das wart auf sie, ja, noch Eulam Hase. The title hero of Bunche Schweig was unnoticed by his fellow men and mistreated by his wealthy employer. He endured in silence the deprivations and humiliations to which he was subjected until his death. Ja, Bunche, keiner hat sich nicht umgeguckt auf ihn und hat Tage gelitten, Stillerheit, hat geschwiegen, alle schlechte Sachen, was hat durchgelebt, bis sein Tod. In heaven, auf jener Welt, however, he ranked with the most deserving saints, because their true eternal values prevailed. Ja, dorten auf jener Welt, auf den also gerufenen Eulam HaEmes, ja, hat man ihm aufgenommen wie einem von die größte Tzadikim, weil dorten, ja, hat man gewusst, das Emesse Wert von einem Menschen, ja, das ist eine Interpretation, was mit nicht wenig im Ganzen wegmachen mit der Hand. Und sehr interessant ist, als meine Lehrer, wenn ich habe das gelernt wie ein Kind, haben gesehen Bunchen wie ein Held. Ja? Ist der gute Mensch, der Jid, was hat geschwiegen, hat sich keinmal nicht beklagt. Und viele mein Tate, was sie gewesen als Sozialist, ein Bundist,
und er hat angeführt damals mit der Dramkreis in unserer Schule, in Parrotschule. Ich gedenke, er hat es verstanden, wie Bonsche ist ein Held. Ist a viele Sozialist, noch ein Chorben, öfter ist wichtig zu bemerken, hat ihm also gesehen. Von der anderen Seite haben wir Ruth Weiss, was hat geschrieben in ihrem Buch I.L. Peretz and the Makings of Modern Yiddish Literature, was ich rekommendiere für alle English learners. Peretz challenges the ideal of goodness that had a powerful grip on the folk imagination. So you think that passive goodness in this world will be granted divine recompense in the world to come? Meint efscher as passive Gutskeit da auf der Welt wird bekommen ihr Loin auf jener Welt? Everything works schematically as it should, except that this creature is beyond redemption. Bonsche is, wie wollt man das gesagt, beyond redemption? Als ein Mensch, was... Nicht auszulesen. Nicht auszulesen, yeah. His soul is too meek, his outlook too narrow to make possible any ultimate restitution. Seine Neshama ist zu schämmertig, zu schwach und sein Guck auf der Welt zu schmal. Was wollten der Medlacht als eine Vergittigung von sein Leben? It is the prosecutor who has the last laugh. Ja, und das ist Tage die letzte Schure von der Erzählung. Der Kitaiger hat sich zerlacht. Ja, später können wir fragen, für was? Ja, für was hat der Kitaiger gelacht? Ist gut. Ist sehen, wie soll wir können lernen, die Meiste zu kommen zu etwas an Ausführen wegen dem Agev. Emitzer hat etwas Reaktions, Kommentaren auf die zwei gelernte Zitaten. Nein? Okay. Lassen wir gehen weiter. Ja, ich habe gewollt fragen, von was für Jahren sind gewesen die Zitaten von Lipton, die ältere? Lipton ist gewesen von 72, A History of Yiddish Literature. Okay, so heißt es, 1972. Und danach ist es wieder raus in 85 und Ruth Weiss ist gewesen in 91. Ich weiß nicht, ob die Date 72 sagt uns etwas nicht, aber interessant. Gut, ich lasse mir sehen, wie hebt Peretz an die Erzählung? Und ich meine, der erste Paragraph ist allemal wichtig, ja? Ich lasse mir gucken, an will Emitzer lernen, dem ersten Paragraph? Ich kann lernen. Okay, sicher, dank. Da, auf der Welt, hat Bonsche Schweigs Tod gar keinen Eindruck nicht gemacht. Fragt Emerson Becherem, wer Bonsche ist gewesen, wie so hat gelebt, auf was ist gestorben. Sie hat in ihm das Herz geplatzt, zu die Keuche sind ihm ausgegangen. Sie dem Markbein hat sich übergebrochen unter der schweren Last. Wer weiß, öfter ist gar vor Hunger gestorben. Gut, okay. Wir haben da ein Narrator, was hebt dann bald mit da auf der Welt. Und wir wissen, als bald wollen wir hören wegen jener Welt, ja? Hat, wie Ruth Weiss hat es gerufen, the split stage, ja? Das ist eine Meise, was hat zu tun mit zwei Welten und wie soll die zwei Welten gucken auf demselbigen Menschen, ja? Ist da auf der Welt, wie wir sehen, ist Bonsche eine Nichtigkeit, ja, ist wie ein Kernel Samen, ja, ist einer von Millionen, ja, was keiner guckt sich nicht auf ihm, ja, aber wir verstehen von den ersten Wörtern da auf der Welt, als das ist ja, das ist lassen wir sagen, Polis, Seite von der Meise. Ich weiß nicht, ich habe es so viel mal gelernt, weiß ich, was es kommt. Aber ich meine, wir verstehen schon, es wird sein etwas da auf der Welt und es wird sein eine jener Welt, eine zweite Meinung.
Was für ein Narrator haben wir da? Ich meine, das ist sehr wichtig. Ist das, was mir ruft, ich weiß, ein vertraulicher Narrator, ein trustworthy Narrator? Kann man glauben, als was sagt uns? Mögen wir sein sicher, seine Meinungen, seinen ehrlich, seinen richtig, seinen objektiv? Was fehlt hier wegen dem Narrator? Und wer soll können wissen? Ich will etwas sagen. Ja. Wenn man lernt Pontje Schweig, ist das erste, der erste Eindruck, also sind dort zwei gut definierte Teile. Der erste Teil da auf dem Olam See in der Welt und der zweite Teil auf jeder Welt. Du hast früher gesagt, Sheva, als ist ein Gräuer. Man darf sich nakolieren. Und das ist gewesen mein Eindruck. Die ganz erste Teil ist grau. Bereits das Wörter sind trocken. Zerrät sich nicht. Sie ist trocken wie ein Bein. Und BMS wirkt es auf den Leiner, also ob ich gehe, auf wie hat es also gewirkt. Es wirkt auf den Leiner, als es kommt ein Moment, wo du kennst nicht, es ist dir schwer einzunehmen. Ja, so ein Mensch will das als aushalten und reagiert auf gar nicht. Aber eine Sache, früher haben wir gesagt, wir machen mit Sarah, als ist ein Antiheld. Aber es ist doch eine kleine Sache. Der Antiheld stellt auf einen Wagen, stellt auf die Pferd von einem Wagen, was ist gewesen ohne Balkone. Ich weiß nicht, das ist eine Heldigkeit, aber das ist eine Reaktion, wo so eine Sache hat Mut, das zu tun. Und zweitens, der zweite Teil, wenn endlich erzählen, was schreiben, bis sein Tod, sein Käfer ohne Metzebe, was geschieht mit dem Brettel, was man stellt darauf auf sein Käfer, und lebt dann aber auf jeder Welt. Und dort pflegt sich gar eine andere Geschichte. Dort siehst du, früher ist alles gewesen grau, schwarzlich, jetzt ist alles blitzig und lichtig, wie die silberne Pantoffel von die Malachimlech. Es ist gar eine andere Geschichte. Bis man kommt dann zum letzten, zum Bilkele Bräut. Was du hast gesagt, wir wollen schön reden. Ja, gut, ist später, ja. Lass mir euch lassen, das ist sehr wichtig, was du hast vermerkt, wegen dem Coach mit den Gummenrädern. Und öfter ist da, ja, die Zeit, das zu dermannen. Es sind da Artikel wegen die Mekoirim von Peretzes der Erzählungen, speziell die volkstümliche Geschichten und die chassidische, aber wie viel ich weiß, jedenfalls nicht in meiner Band, befindet sich nicht dort, aber Gelernte haben gesucht Mekoirim für der Meise, was ist eine sehr wichtige Meise. Und ihr sollt mir Meuchel sein, das ist nicht die beste, ich weiß, forscherische Standarden, aber mit Jahren zurück, und ich kann es nicht gefunden, wenn ich wollte geschrieben wegen dem, wollte ich sicher gegangen suchen dem Qual. Aber ich gedenke, als Emetzer, dachte sich Ausländer, hat geschrieben, als ein möglicher Qual für der Meise, ist eine Meise wegen einem Mensch, was ist gestorben, was befindet sich in einem, ich weiß, in einem chassidischen Sefer. Ein Jid ist gestorben und ist gekommen zum Mishpat, wo soll er gehen, und seine Averes und seine Mitzvahs seien gleich. Derweil klingt es wie 3 Matones. Ja? Ihr werdet sagen, nein, du redest wegen 3 Matones. Nein, ich rede nicht wegen 3 Matones. Und so da ist es ein Waagschal, was steht über ihm. Und mit einmal kommt zu fahren oder zu reiten auf der Waagschal ein Beut mit Pferd und eine Gruppe Menschen. Und der Held, nicht Held, ja, der Geusses, von ihm, hat geraten die Menschen in dem Beut.
Und mit einmal geht sich ein Weg, die Waagschal versteht sich auf der Seite von Mitzvahs und es gibt ein Blitz, eine Menorah über dem, ich weiß nicht, sie ist schon gestorben oder halb beim Mistam ist schon gestorben. Es gibt ein Blitz, eine Menorah und man nimmt ihn rein in den Himmel, nicht nur wie ein durchschnittlicher, guter Mensch, nur ist die Menorah beteiligt, als ist ein Tzadik Hador, als ist einer von den Tzadikim von sein Dor. Ist interessant zu sehen, was Peretz tut mit dem. Als das soll sein, ich stelle sich vor, als das ist Taki gewesen am Mocker. Ja, als die chassidische Meise hat es ausgeteilt, dass das ist ein größer Held und wir wissen nicht. Ja, hat getan eine gute Sache, aber wir kennen keinen, das ist immer so reingefallen, als Mitzvah. Ja, ist nicht gegangen suchen. Ja, hat es also instinktiv getan. Lassen wir das halten ein bisschen auf später. Aber sehr interessant, was du hast das bemerkt. Ist was für ein Narrator ist das? Kann man ihm getreuen? Kann man glauben, als was sagt? Und vergiss nicht, ist der Narrator von der ganzen Meise. Heute später wird der Melitz Joischer haben, lassen wir sagen, haben das Wort. Ja, mehr wie alle anderen. Es gibt einen Guck auf dem zweiten Paragraph, noch als auf Seite 1 oder Seite 7. Ja? Ein Pferd in Tramway soll fallen, wollte man sich mehr interessiert. Es wurden Zeitungen geschrieben, hunderter Menschen wurden von allen Gassen gelaufen und in der Wähle beguckt, betracht auf viele dem Ort, wo die Mapole ist gewesen. Ihr meint, dass das wohl Tage geschehen? Was meint ihr? Wollten tausender Menschen gelaufen sein, wie ein Pferd fällt? Ich meine, das ist eine wahre Exaggeration. Ja, ein Guzme, ja. Und ich meine, die Kontrast ist die wichtigste Sache. So. Aha, der Kontrast zwischen der Kontrast zwischen das, was man meint als Bunch ist nicht wichtig. Und etwas, was ist euch nicht wichtig, aber ich weiß nicht. Gut, will sagen, aber ja, als ein Pferd ist wichtiger für einen Mensch. Ja, Gitta guckt auf dem Kontrast, aber ich meine, Schmuel sehr gut gesagt, ist schrecklich mit Gasen, meine ich. Und danach später wird sagen auf Seite 8, wollt Bunche am Matzeve gehabt, wollt öfter über 100 Jahre ein Altertumforscher sie gefunden. Und der Nomen Bunche Schweig wollt noch einmal übergeklungen in unserer Welt. Ist wieder einmal schwer zu wissen. Ich stelle sich vor, als kein Altertumforscher, weil sich mit damit nicht verinteressiert in Bunches Matzeve. Und was heißt noch einmal übergeklungen in unserer Welt? Es hat einmal geklungen? Ich meine es nicht. Ja, sein Name hat keinmal nicht geklungen. Keinmal nicht geklungen. Und als lehnt es vorsichtig, wird sehen, dass als Ding wegen Bunche schweigt, ja. Sagt, zu sein Bar Mitzvah hat kein Klingen, dicke Drosche nicht gehalten. Kein Käuses haben nicht geklungen, ja. Still gelebt, still gestorben, ja. Der Mensch ist grau und still. Aber so weiter, es hat Studenten, was haben gesagt, Efter ist gewesen Stummer, ja, aber wir wissen, er hat ja gekannt reden. Aber so viel Schweigen, ja, ist, ich meine, es ist wichtig, ja, was Peretz gibt uns ein Narrator, was
wir kennen ihn nicht im Ganzen getreuen. Ja, er ist ironisch, er ist megasem, und das, meine ich, wird uns helfen, verstehen dem Gan Eden und wird uns helfen, verstehen die ganze Meise. Weil ob wollt nicht gewinnen, also ich meine, wollten wir bei ihm getracht, als Bunche ist ein Held. Ja, also ist ein größer Zadig, weil der Himmel sagt uns, ja. Also ich nehme ihn auf im Himmel. Lass mir sehen, wie soll mit der China vorbeigehen, der Mond? Sorry, ja. Ja, ich meine, ich habe gerade sagen, man kann nicht teilen, als sein Name hat ja geklungen in der Welt, zu lieb der Meise, allein, zu lieb dem Narrator. Mhm. Weil das nicht gewesen, also ironisch. Wo er sagt, wegen der Motive, wo er sagt, dass sein Name hat, wird klingen noch einmal, weil der Name hat schon geklungen in Punkt jener Meise auf der Welt. Was meinst du in jener Meise? In der Meise, was Peretz schreibt? Ja. Aha. In der Meise allein. Aha. Sag noch einmal, kannst du sagen noch einmal? Du hast gesagt, dass das Wort gewesen ironisch, weil er sagt, dass sein Name wird klingen noch einmal. Aber mit Name hat ja schon geklungen, der Name in Peretzens Meise. Ah, okay. Ist eine Frage, okay, ob der Schreiber schreibt sich also rein in sein eigener Meise. Das ist jetzt klingt es, aber beim Anheben ist eine andere Frage. Gut, jetzt lassen wir gehen weiter. Wie soll malt der Narrator aus dem Gan Eden? Ja? Was für ein Gan Eden ist das? Ist das ein Gan Eden laut eure der Erwartungen von wie, lassen wir sagen, ein jüdischer Gan Eden darf sein? Ich meine, wegen besorgen. Ja. Ich meine, es ist ein Gan Eden mit allen Pitschewkes, es fällt gar nicht. Gold, Silber und Brillanten ist über den ganzen Gan Eden. Die Podloge ist von Alabaster. Das ist, erstens meine ich, sie hat genutzt, die alle Sachen, sie machen einen starken Kontrast mit der ersten Teil. Und noch eine Sache, über die ganze Erzählung, den ganzen Teil im Gan Eden, fehlt mir, ich habe es gefühlt, Ironischkeit, mir fehlt auch viele sarkastisch. Das britische Malemalechen von Abraham Avinu. Auch viele, die Zedokim haben sich gefragt, für was? Die bringt mir im Schein ein Bänkel und ein Kreuz und ja. Das wird noch nicht gemischt. Das ist als für mich sarkastisch. Gemacht als auf wer. Sie ist ein Gan Eden, das wohl gemalt öfter ein Maler von Mittelalter. Ja, lass mir gucken. Bei Ihnen sagt man, er soll mal lichtigen Gan Eden. Aber lichtig, mit Strahl, will ich sagen, mit dieser Reichtum, was dort beschreibt Peretz. Gut, Arle, hast du gewollt etwas? Ja? Ja, ich habe gewollt etwas zugeben. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie er heißt. Rosa? Nicht Rosa. Das ist Perl, aber dein Name, dein Avatar ist Rosa, okay. Okay, soll sein Perl. Ich will etwas zugeben zu dem, was Perl hat gesagt. Das, was es du als der Ton von Sarkasm. Also man kippt auf den dritten Sattel, als redet sich wegen dem, was alle, die wissen sich in Gan Eden, als Bunche Schwages umgekommen. Mit der klar meine ich, als die Beschreibung von Gan Eden ist eine ganz volkstümliche, was nimmt daran mit verschiedenen kabbalischen Gedanken. Aber eine Sache, was ich stelle sich vor, befindet sich nicht in der Kabbala, ist das, was der Eberster allein hat nicht gewusst, als Bunche Schwages umgekommen, bis alle anderen haben Sonnensturm gemacht, der Geriede. Das ist mir gewesen, sehr Chikava. Das heißt, ein Stück Häusig von Gan Eden Bachlal, als der Eberster allein hat nicht gewusst wegen dem, bis alle anderen Sonnensturm gemacht haben. Aha, auf welcher Seite ist das, Arle? Das ist auf dem dritten Satz, das heißt, es steht Seite 9, noch nicht, ja?
Es steht, der Geräusch von der Fliegel, das Klappen von der Pantoffelach und das freiliche Lachen von der junge, frische, reusige Meilachlach hat verfüllt alle Himmeln und ist zugekommen bis zum PCA-Covid und Gott allein hat schon gewusst, als Bonche Schweig. Aha, interessant, sehr fein. Gut, jetzt geht er guck, der Paragraph, meine ich, ist sehr wichtiger. Geht er guck, wie Peretz benutzt sich mit Diminutiven, ja? Junge Malachimlach mit brillanten Egelach, goldene Drottarbeiten der Fliegelach und silberne Pantoffelach, seinen Bonschen entgegengeflogen mit Simche. Und als ihr wollt das übergeben auf Englisch, ja, ist es mamisch, it is absurd. Young little angels with brilliant little eyes and golden little wings, ja? Es klingt absurd, ja? Wir kennen sehen in dem, es ist uninteressant, was die Fliegel seinen Drottarbeiten dicke. Etwas so wie in einem Spiel, wenn man tut Kinder in ein Kostüm wie Malachim und man gibt sie Fliegel, ja? Wenn man verstellt sich, wenn einer ist verstellt. Wenn man verstellt, ja. Es ist etwas, ja? Aber es ist von der Meiste von Kindern, für Kinder, Malachimlech und Egelech und das ist meine Kind und es ist sehr schön, es ist wie ein Meiste für ein Kind von der Tate und Mama. Ja, aber wie wir wissen, ist Bonche Schweig nicht kein Kindermeise, aber wir kennen sich ausmalen etwas ein Bild von Mittelalter mit Reusike Malachimlach, ja. Ich sehe etwas sehr ein goyisch Bild, wenn ich sehe, das hat Leute Arlen und ich müsste mir sehr gerecht, das hat, wir können das euch sehen, Leute gewisse Beschreibungen von der jüdischen Ganeden. Aber ich meine, es ist wichtig, es ist da eine Diminutivkeit in dem, was ist öfter mamisch abzulachen. Und als keiner lernt nicht teure dorten, wir sehen nicht, kein öfter tun sie das ergens anders, aber der Schreiber hat uns nicht gelassen wissen, also das ist ein Ort von Großheiligkeit. Verkehrt, sie ist sehr schön, wie ein Ganeden darf sein, aber mir fehlen öfter einen gewissen Materialismus, ja, mit Alabaster und Gingold, was hat nicht die Gegenwart von etwas mehr Ruchnistik, ja. Wir sehen nicht etwas mehr Ruchnistik und auch viele die Wörter, was der Narrator nutzt, seien sehr interessant. Gedenkt ihr Wörter, was an Nefscher gewinnt, ein bisschen, ich weiß, eine Surprise. Was haben wir rausgerufen, ein bisschen eine Surprise bei euch? Pantoffelach? Also mir gewinnt eine Surprise. Ja. Als wie bald wir sind auf jener Welt, verwandelt jene Welt in der Welt und verkehrt. Also wie sie sind gleich. Und mir wohl gemeint, dass jene Welt soll haben mehr Ruchnistigkeit und jene Welt meinst du Eulam Habe? Ja, Eulam Habe soll sein Gehäuben. Und es ist verkehrt, es ist eine Welt von zwei Mannschaften, es ist eine Welt von Konkurrenz, von Konkurrieren, so wie unsere Welt. Ja, und Emetzer Dermont, wenn kommt, ja, und einer von den Malachim sagt, nicht an Kine. Ja, man fragt, für wem ist das als die Stuhl mit der Kreun und so weiter, hat gefragt der Malach nicht an Kine. Kine ist nicht etwas, was man wollte erwarten von einem Malach. Was? Die Tzadikin darf nicht haben Kine. Als du bist der Tzadik, darfst du nicht mehr keine am Kine bist. Ja, also meinen wir, ja. Das ist etwas ein Simen und nutzt euch gewisse nicht-jüdische Wörter. Ihr habt sie gehabt, zwei speziell. Dixit. Dixie, ja, ich habe auf Latein, I have spoken, ja, ich habe schon abgesagt meins, das ist 3. Und wie soll, sorry? Sorry und dann noch Arle, ja? Einmal sagt der England nicht Malachimlach.
Ja, Das ist ja, mehr Emes, Deutsch. Same England, ja. Nicht Malachim, das ist Emes. Das ist schon 4. Arle, was hast du gesagt? Das russische Wort Diele. Diele. Er hat befehlisch herumgestellt mit Gänsenfieslach, heißt das heißt, er hat gewollt herausheben, das, was sie kommt von der Sprache. Ja, die Diele von Bonche Schweig. Für was nicht der Mischbett von Bonche Schweig, ja? Nur nutzt das ein Fremdwort. Und wie ruft einmal, hat gerufen, dem Abbesten, nicht der Abbesten, nur der Präses. Präses, ja. Was das ist ein polisch Wort auf Vorsitzer, meine ich, oder Anführer. Ich bin nicht sicher, sie Vorsitzer, sie Präsident. Ja, ich meine, als nutzt die Wörter bekiven, ja. Zu schaffen, als ein Eindruck, als das ist etwas nicht als ein jüdischer Ganeden. Ja, dort hat man nicht. Man hat ja einen Abbesten, aber man ruft ihm euch ein Präses und sie ist ein Diele und einer hat gedixit anstatt abgerät und sie sind nicht allemal Malachim, sie sind in England und das ist sehr, sehr wichtig. Von der anderen Seite hat die Sprache von Bonchen, wie beschreibt Bonchen, hat sich gebeten und ich verrufe sich da auf 2 Wörter. Was hören wir gleich in Anhieb? Als Bonche he died, ist was? Auf der Welt. Das heißt, bei dem Narrator Ederer kommt in Himmel, ist Bonche ist still gelebt und still gestorben. Ja? Und still begraben geworden. Und wenn kommt in Gan Eden, wie ich meine Arle hat bemerkt, ist nicht gestorben, nur ist Nifter geworden. Und ich gedenke, wenn ich bin ein Kind und ich habe gefragt am Taten, was heißt Nifter, hat gesagt, das ist ein schönes Wort auf Sterben. Ich habe es gedenken. Welche Jeden haben es nicht gesagt, Nifter, meine ich. Seitens, wenn etwas ein größer Zadig, fromme jeden meine ich, Sicherheit nützen Nifter, die Babbe ist Nifter, so weiter, aber nicht bei weltlichen Jeden. Und nach ein Wort, sehr ein schönes Wort, ein viel schöner wie Nifter geworden, ist Nisbakisch. Ja, Nisbakisch geworden. Ja, ist Nisbakisch geworden, wie Shiva Shel Meile. Ist Bonches Status, sein Heiligkeit, kennen wir sehen von die paar Terminen, als auf der Welt, das heißt auf jener Welt, auf Eulam Habe, ist gestiegen. Ja, das ist nicht ein Mensch, was starbt, aber das ist ein Mensch, was ist nicht bakisch geworden. Und das ist ein Wort, was man jetzt nur für große Tzadikim. Ja, ist durch die paar Wörter können wir sehen, es ist da etwas Erspannung von wie soll man kann benennen Bonchen. Und was ist Bonches Reaktion zu dem allem? Ich weiß es nicht. Was sagst du, Arle? Der Steuning habe ich gesagt. Ist der Stein, mehr wie der Stein. Hat Meure a viele, ja, weil... Peretz sagt, dass ist verstarft. Versteift, ja? Oder verstarkt. Ja. Und hat Meure, wird sich, das heißt, ich laufe ein bisschen voraus, nachdem wie der Saneger, der Melitioischer Rat, hat Meure als man wird das alles wegnehmen und wird, also das ist nur ein Cholem und man wird das halt zunehmen bei ihm. Ist was, wie soll Beut der Melitioischer sein oder ihr, wenn wir haben das gespielt, ist ein Mädel hat gespielt, ist ich sehe es allemal noch als wie ein Mädel, aber mit Dame ist es ein Mann. Wie soll Beut der Malach sein Argument, his case, verbunchen? Und es ist interessant zu sehen, es ist da parallel. Ja? Früher hat unser Narrator, unser trockener, ironischer Narrator erzählt wegen Bonchen.
ja, und jetzt will mir hören wegen demselben Mensch und öfter viele Teil von dieselben Geschehnissen, aber es wird sein im Ganzen anders, ja. Ist wie so beut sein Argument? Wie so hebt an? Sagt nicht, ja. Sagt nicht, als Bonche hat etwas gut getan. Sagt nur, als Bonche hat gar nicht schlecht getan. Hat gekonnt schlecht getan und hat es nicht getan. Und der Vater ist etwas Zadik. Ja, das heißt zum Sof, also das ist der Ausführ, ja. Aber wie hebt an mit Bonches Namen? Ja, die erste Sache ist, sein Name hat ihm gepasst, wie Kleid, ja, bei einem Schneiders, bei einem guten Schneiders hat. Und lass uns sagen etwas wegen Bonches Namen. Hat sein Name ihm Tage gepasst? Und was ist sein Name? Und von wann kommt er? Schweig, verstehen wir, ja. Sie ihre Tage geheißen Schweig, oder sie Peretz hat ihm Poschet gesagt, dass man hat ihm gerufen, Bonche Schweig, aber was ist mit Bonche? Was für ein Name ist das? Ja, Arle. Asher ist das, also wie der Name Bunye in Bonnem, das, nicht Bonnem, Bunye, bestammt von dem lateinischen Bonn, das meint gibt. Ja. Okay, als Megita guckt bei Herr Kavin in Wörterbuch, wo hat zum Sof als ein Glossar von jüdischen Namen, wird sehen unter Bonche in die Heores Efscher, möglich. Ist nicht den ganzen sicher und bin sicher, als wird gefunden Linguisten, was wollen das abfragen, aber ich meine, also es passt perfekt. Also es kommt von Bunnem, was das ist sehr ein alter Name, noch von die Namen von Lasisch, von Altfranzösisch, bon homme, guter Mensch. Bonche das ist ein Diminutiv, ist ein kleiner, guter Mensch. Ja? Und ich meine, das passt sehr fein für ihn, ja. Weil ob ist ein guter Mensch, ist sicher nicht keine heroische Figur. Was sagst du auf Spanisch? Also wir sollen nicht verstehen. Ich habe dir nicht gesehen, aber ich gebeten nach Hilfe meiner Tochter. Okay. Nein, ich soll gar nicht was zu sagen mit dem, was du hast jetzt geredet. Okay, gut. Ich meine, sein Name hat ihm Taki ja gepasst. Ja, was kann sein mehr ironisch gepasst, wie ihm zu rufen, ein kleiner, guter Mensch. Und danach vergleicht sie ihm zu wem? Ihr. Was sagst du, Arle? Zu seinem Namen? Nein, Vergleich. macht den Vergleich mit Arle. Even, ja. Und meint ihr, als der Vergleich ist ein gerottener Vergleich oder nicht? Was wissen wir wegen Eve? Job. Ja, auf Englisch ist es Job. Wer ist gewähnt? Darf nicht Kinid, aber befindet sich in Tanach. Und auf einen Fuß, was ist die meiste wegen Eve? Das Gott und der Teufel hat gesagt, dass man wird wegnehmen, als was Eve hat lieb, seine Familie, sein Gesund, wird anheben, nicht nur sich zu beklagen, nur euch zu sagen, Kloles gegen Gott und haben keines gegen Gott. Ja, und für was darf ihr? Weil ist gewesen ein guter Mensch, ja. Der Teufel redet mit Gott und sagt alle deine Beschäftigungen sind etwas nicht, wie sie bedarf zu sein. Und Gott sagt, aber gib a Guck auf mein Mann Eve, ja. Ist ein Zadik. Und jener, der Teufel sagt, ist nur gut, weil hat als Ding. Ja, hat Geld, hat eine Mischpache, hat Hashem und so weiter. Sehr was wird geschehen mit ihm.
wenn du nimmst das als zu, ja, wird sein so wie alle anderen, ja, und wird sündigen, wird dich schilden, ja, Punkt, wie ich gesagt. Was tut, man nimmt es als weg von ihm. Und ich wollte nicht gesagt, als Iob schilt, nur er rangelt sich mit Gott. Und er will bei ihm kriegen ein Antwort. Für was hast du das getan? Und hat 3 gerufene Chaverim, was sagen ihm, ob du leidst also, muss doch sein als Sibbe. Ja, du hast da Wade getan Schlachts und du weißt nicht, oder du bist nicht Meude. Ja, der Pfarrer hat Gott dich gestraft und er sagt, nein, ich habe kein Schlachts nicht getan. Und er will hören von Gott und Gott redet mit ihm, Tage. Und wir können nicht da reingehen in Eve, aber sein Empfänger befriedigt nicht, jedenfalls es befriedigt mich nicht. Er sagt, ich bin groß, ich bin größer von dir und du kannst nicht wissen und du kannst nicht verstehen und so weiter. Aber wichtig ist, also das ist gewesen ein Mensch, was hat gehabt die Mut zu reden mit Gott und gegen Gott, das heißt zu auszudrücken als Suffix in Gottes Gerechtigkeit. Ist das Bonche? Ist das ein gerottener Vergleich oder ein ironischer Vergleich? Was meint ihr? Es ist sicher ironisch, weil ihr redet mit Gott. Er hat keines, ja. Bonche sagt gar nicht, ja. Und ihr ist gewesen ein Mensch, ist gewesen ein armer, neberdicker Mensch, wie Bonche. Es gibt ein größeres Gewehr. Es gibt ein größeres Gewehr mit einer Sprache, mit Kultuf, ja. Ist gewesen der glücklichste Mensch, ja. Und Bonche ist der unglücklichste Mensch auf der Welt. Ist klar, als der Vergleich muss sein ironisch. Das heißt, öfter der Malach sagt immer so, aber man darf das abfragen. Und eine Sache, beut sein Argument. Interessant ist, mit schon 20 oder 30 Jahren zurück, ist raus ein Buch auf Englisch, The Big Book of Jewish Humor, Bill Novak und Moshe Waldock. Es ist eine wunderliche Sammlung. Und zwischen die Erzählungen dort, was einen gerufen komisch, hat Bonche Schweig. Und ich habe sie gekannt und ich habe gesagt, Bonche Schweig, really? Ihr seht das wie eine Komödie, das ist zum Lachen. Haben sie gesagt, wir sehen das wie eine schwarze Komödie. Und ich meine, man muss das nicht annehmen, aber es ist öfter. Wir können sehen, wie wir können es berechtigen. Weil Gitter guckt auf die Beschreibung von Bonche, auf seine Verteidigung, auf der Malach Melech's Verteidigung. Was wissen wir wegen Bonches Leben? Was ist die erste Sache, was ist geschehen? Ist Mal gewesen? Hat Mal gewesen und mit Herzlache oder ohne Herzlache? Nein, nicht mit Herzlache. Der Meul ist gewesen ein Fuscher, meine ich, ist das Wort, was Peretz nutzt, und hat das Blut nicht gekannt verhalten. Ja? Ist schon gemacht von Anheb, ist der Bonche gewesen, aber runter etwas als schwarzen Zeichen. Und das, meine ich, ruft euch Schad wegen sein Gavres, wegen sein Männlichkeit, ja. Etwas geschehen dort mit seinem Ewer, ja. Sagt uns nicht was, aber es ist nicht gegangen, so wie es darf gehen. Das ist von gemacht dem ersten Minute. Was noch? Schmuel? Wissen wir? Ja, ich habe eine Frage. Schmuel, ja. Sie meint ihr, als hat gewähnt, wenn hat ihm mal gewähnt? Hat gewähnt, sie hat euch geschweigt. Sie hat euch geschwiegen. Ich weiß nicht, ich habe nicht da reingetragen, in dem. Was meinst du? Was fragst du? Efter hat euch geschwiegen, aber... Es steht doch prophetisch, hat alles geschwiegen. Er hat geschwiegen beim Briss?
Ja? Ja, das steht dort befehlisch. Ah, gut, okay. Nur Unreal, hat alles geschwiegen. Aha, viele, das meinst du? Arle? Ja, kann sein. Er hat auch viele dämmelt geschwiegen. Gut, und was noch? Was noch ist geschehen zu ihm? Ja, Arle. Ja, aber so, ich meine, Schmils Frage ist eine sehr gute Frage. Ja. Weil Euber hat geschwiegen, wenn es gewinnt an Eufele, kann man nicht handeln, als das Schwagen ist Amala. Also das ist etwas, was tut von Zitkes wegen. Aha. Sie klingt wie das ist ein Defekt. Etwas ist der mehr mit seinem Eber, ist sicher etwas mehr mit seinem Mäuel. Laut darf also mit dem Mäuel und mit seinem Mäuel. Ja, mit Mäuel und Mäuel, ja. Ich will nicht tanen, als kann nicht reden, aber das, was erwähnt davon ist, wenn sein Eufel ist, ein bisschen unnatürlich. Ja, interessant. Ich habe mal nicht getracht wegen dem. Es seien da Kulturen, wo Kinder weinen weniger, zum Beispiel japanische Kinder weinen eine Sache weniger wie Amerikaner-Kinder, aber ich weiß nicht, es hebt sich an von Geburt oder weil, ich weiß, mit der zieht sie anders, schwer zu sagen, ist eine interessante Bemerkung. Und hat, seine Mama starb, kriegt da was? Eine Stiefmama, ja, was das. Ihr kennt mich, Herren? Ja? Ja. Ja, gut. Kriegt eine Stiefmama, ist die Stiefmama eine gute? Versteht sich als nicht. Nein. Sie ist keinmal nicht gewinnt, kein Schulmeister auf der Welt, wo die Stiefmama ist eine gute. Und was für eine Taten hat er? Ein Schicker. Ein Schicker, ja. Ein Schicker, ja. Und was wissen wir wegen die Stiefmama? Sie hat Kaffee mit Smetana getrunken, beschass sie hat ihn gekargt, den Bissen, ja. Er hat gehungert und sie hat gegessen die schönste Maicholim. Und danach ist als Ding ist, wenn ihr gewollt schreiben, ein Melodrama wegen Emersons Leben, ja. Efter der Fall haben die Redaktoren gehalten, als wir mögen es reinnehmen in eine Band von Humor, ja? Weil das ist ein Melodrama. Was noch hat gekannt geschehen? Ja, it has, wie man sagt, all the stock ingredients von einem Melodrama. Es will sich lachen, wenn es wollt nicht gewinnen. Wenn ihr setzt sich weg zu schreiben am Meise, wollt Emerson gesagt, du kannst das nicht schreiben, keiner wollte es nicht geglaubt, ja. Also ein Mensch soll haben als ein Leben. Es ist im ganzen Melodrama. Bis danach kommt der Coach, ja, mit die Bunche wächst auf, wird ein Träger, sucht die schwerste Arbeit, kriegt keinmal nicht sein Lohn, noch einmal ist untergedrückt und weiter untergedrückt. Und danach kommt der Coach mit den goldenen Rädern und wie man hat schon der Mond, Bunche hat dem Coach verhalten und der Balteuwe hat ihm belohnt. Wie hat ihm belohnt? hat gegeben die Peitsche für Balegole. Also Balegole. Ja, ist Bunche ist... Er hat gemacht das Schieder. Ja. Hast du nicht gemacht? Und er hat gemacht das Kind. Was meint das? Ja, das ist, was ich habe nicht verstanden, wenn ich bin gewesen in 5. Klasse und gelernt Bunche Schweig. Auf Seite 14 geht er gucken mitten, ein bisschen fahren mitten. Er hat ihm der Hagens Beitsch übergegeben. Bunche ist ein Schmeißer geworden. Noch mehr, er hat ihm Chassene gemacht. Noch mehr, er hat ihm a viele mit a Kind versorgt. Was meint das? Wer ist der Tate von dem Kind? Bunche? Arle, you got it. Meine ich kennen Zweifler. Wie die es gesagt, als der Meul ist nicht gewesen als ein guter Professionell. Ich kenne Mumke. Ich meine, zu trachten Sie das, ist Bunches Kind oder nicht Bunches Kind? Ich weiß nicht.
Ja, ich meine, es ist ganz klar. Ich Was zweifel heißt, er nicht. hat ihn mit einem Kind versorgt? Was sagst du? Ich zweifel nicht. Es ist klar, es ist nicht sein Kind. Es ist ein klar. biologisches Kind. Es ist nicht sein Kind. Ja, es sei denn, er hat ihn gebracht von etwas, der Jesäum im Haus. Und, ja, aber ich meine, es ist da ganz klar anzuhören, als der jener Balteuwe ist jener Balteuwe. Ja, als ist der Tate von Bunches Kind. Und Peretz hatte schon, he set it up, ja, hatte schon planiert von voraus mit dem, was sagt uns, was geschehen auf seinem Briss. Bunche ist nicht ein Mann, ja, mit allen Kräften. Und danach, was geschieht mit dem Kind? Warft ihn raus vom Stief, wenn wird älter. Wenn wird genug alt, warft ihm raus vom Stuhl. Ja? Und das ist Bunches, Keinem hat das Weib ihm gelost. Ja, hier, sie lernen ihn. Sie ist weggelost mit dem Kind. Bunche hat getan, als was hat gekannt von Kind. Und das Kind geht weg, ja, und lässt ihn über und hat ihm nein, er geht nicht weg, er warft ihm raus vom Stub, noch ärger, wie er weggehen. Und damals trappt sich Bunche, ja, meint man doch, man meint mich meint man, mich. Das ist ein gefährliches Leben, ja, ein melodramatisch Leben, was wie Schmuel hat gesagt, wir sehen nicht gut dem Inzident mit dem Coach, was das darf man öfter nicht wegmachen mit der Hand, aber das ist nicht ein Mensch, was hat aktiv getan Gutes und kann man ihm in etwas beschuldigen? Peretz beschuldigt ihm denn? Oder hat Peretz, lassen wir annehmen, als aktiv kein Gutes hat nicht getan? Ist das eine Beschuldigung oder redet Peretz wegen Menschen mit Pathos, viele, mit Gefühl? Was meint ihr? Ja, Arle. Mir dachte sie. Ich habe gesagt Arle, zuerst Arle und dann noch Perl. Ja. Ja, auf wie viel ich gedenke, ist Leute der jüdischen Tradition sind du drei Mine Menschen. Du Arusha, das heißt ein schlechter Mensch, ein Tzadik, ein guter Mensch, und ein Benoini, ein Mensch, was ist in Mitten. Und dachte sich, als gibt's in Talmud ist verschrieben, als ein Benoini ist Arusha, seiden beweist sich wie ein Tzadik. Ich kann ihm das bestätigen. Aber Rosh Hashanah in Yom Kippur, im Meshach von den 10 Tagen, haben die Benoinim, was das nimmt daran Srov von Jeden auf der Welt, dürfen beweisen, als sie sind in Kirche Tzadikim edere Schuhe. Und wir können nicht bleiben in der Kategorie von Benoini auf ewig. Sicher nicht, dass wir kommen auf den Eulam Emes, können wir nicht bleiben wie ein Benoini. Aber das tut der Tag. Bleibt den ganzen wie Benoini, weil tut gut nicht, was soll ihn beweisen für Arusha und gut nicht, was soll ihn beweisen für Tzadik. Ist der Inzident mit dem Coach und Rateven dem Menschen, das wohl nicht gewesen genug, ihm zu machen für Tzadik? Man darf wieder mal gucken, wie so beschreibt das, aber ich dachte, als okay, ich darf wieder geben mal Kick. Aber wenn etwas übergelehnt, hat es mir nicht gegeben, kein Räuschen von etwas, was Bunche hat aktiv getan. Es ist gemacht, wie es ist geschehen. Und ist gerade gewesen auf jener Art. Also ist mein Eindruck. Ja, ich meine, das ist der Eindruck. Heint redet man wegen, der Mensch, was ist reingesprungen in Unterbahn zu raten, wenn Emerson als solche Reflexen kommen nicht von Energies nicht. Also der Mensch ist sein ganzes Leben hat sich zugegräht auf eine Minute. Aber lass mir
weglassen die heutige Wissenschaft auf der Seite. Nicht jeder wollte reingesprungen, ja. Hat sicher nicht gesucht, die Mitzvah. Meine ich, aber hat es ja getan, aber das ist Heldigkeit oder Zitkes, das ist schon ein anderer Meister. Hab manche gekannt. Wir haben also ein Bild von einem Mensch, was seine Gutskeit besteht in dem, was hat kein Schlechtes nicht getan, wie Schmuel hat gesagt. Und das ist sicher nicht genug, als soll nicht wackisch werden. Ja, öfter ist es genug, als soll gehen in Gan Eden, aber als man soll ihn aufnehmen wie ein größer Zadig, meine ich, es keine Frage, als das ist öfter, wir dürfen sich bald zuhören, ja, hat gekannt sein anders, seine Gewinnmöglichkeiten. Und sie beschuldigt ihm, der Narrator, oder nicht? Was meint ihr? Arle, du hebst die Hand? Ich rede sehr viel. Und ich weiß, dass wir halten noch nicht beim Sof. Aber zum Sof hat gehabt eine einzige Gelegenheit zu tun eine Mitzvah. Das ist interessant. Soll beten, er soll schicken Mashiach zu reden, oder soll beten, als all das Schlecht soll weg von der Welt. Und hat anstatt dem gebeten etwas gesagt. Öfter kann man das beschreiben wie ein Sinn. Okay. Interessant. Ich weiß nicht, ich wollte es gerufen als Sinn oder gehe ich an der Reusweis von seiner Nebachtigkeit, was hat als solche kleine Hassoges, ja? Und der Abbesten sagt zu ihm, du allein hast von deinem verschlafenen Koyach nicht gewusst. Du hast gemerkt schreien, als Jerichos Wände sollen zittern und einfallen, aber du hast geschwiegen. Und in einem anderen Ort hören wir, als ist gekommen und hat sein Leun nicht ermahnt, oder man hat vermacht die Tiere und ist keinmal nicht zurückgekommen. Ja, das ist ihm nicht zu beschuldigen, nur der Mensch ist so untergedrückt, als weiß dafür nicht, ja, als mag monnen, das, was es kommt ihm. Als ein Mensch, wenn kann man nicht Feind haben, man kann nur haben auf ihm Rachmanes, ja, und ich meine, als die, eine Sekunde, Perle, die Größkeit von Perle zu schreiben, und ich habe Taki gelernt wegen Antiheld, ist, als ein guter Antiheld ruft Arois Pathos beim Lehner, ja. Wir haben ihn nicht Feind, wir verstehen, von wann kommt und für was ist, also, aber es ist ein Rachmanes auf ihm. Ja, was sagst du, Perle? Ich meine, als wir kennen wegen dem, ich meine, noch einmal, als Peretz hat gehabt sozialistische Ideen. Das die Erzählung Ponche Schweig hat herausgegeben in die Jomtev die Blättlich. Die hast gesagt, früher, es ist noch nicht sicher, aber ich bin nicht sicher. Aber ja, was sagt ihr? Aber lassen wir sagen, nicht dort oder irgendwas anders. Aber wer sind denn gewählt, die Lehner von Ponche Schweig? Meistens die oreme idische Bevölkerung, von Polen aber sagen, was hat gelebt und hat sich gerangelt in Dalles. In der gefährlichen Dalles. Weil da sehen wir in etlichen Erzählungen von Peretz, bloß die Erzählung von die Leser. Wie beschreibt dem Onek Schabes von die Oreme Sprache, was nicht gewesen ein einziger. Und Ponche Schweig ist nicht gewesen ein einziger. Mir dachte sich, als macht mit dem Finger, das ist gewesen sein Jacuse, tadelt
auf die arme jüdische Bevölkerung, was heißt Boncho, was heißt Chaimos, ist Jankel, schweigt nicht. Das meine ich, ist Äußern. Wer will das beweisen? Ja, aber warte. Schweigt nicht. Ja, schweigt nicht. Es steht nicht wie ein Hund beim Teuer, wenn du hast getrogen, wie viel Pfund auf dein Plätze, als deine Beine haben sich schier nicht, dein ganzer Kopf hat sich zerbrochen. Und du hast keinmal nicht gemahnt, und das wenn man viele nicht, wenn man dir reingetan, a falsche Matwehe. Mich dachte ich, sehr viel das sagen. Als die Juden, man darf verstehen euch den Kontext. Was Bremer hat nicht geschrieben, Peres ist nicht gesessen in behalten und geschrieben. Er hat geschrieben für Emerson. Was ist gewesen die Umstände für die jüdische Bevölkerung in jenen Zeiten? Ja. Ich meine, wir seinen Maske mit dem, hat er mit einer anderen Idee. Aber ich meine, dass die Größkeit in dem liegt, als Peretz, wir können fühlen, als nicht, als hat Feindbunchen, nur als will, als es soll mehr nicht sein, kein Bunches auf der Welt. Er hat Rachmones. Er hat Rachmones. Aber er soll sich das überdrehen. Das soll nicht sein weiter. Und was ist, wir verstehen, ich meine, alles Bemerkung ist gewinn gut, als wenn hat eine Möglichkeit zu nehmen, als was nur es will sich ihm, oder für sich, oder für jene, ist seine Hassoges, seine so klein, als kann nur trachten wegen seinem Bauch. Ja, das ist ein hungriger Mensch. Ist für ihn ist die größte Sache auf der Welt, ist zu haben, das, was seine Stiefmama hat gegessen. Ja, ist zu haben eine Bulke. Ja. Und das ist also eine kleine Hassoge, aber von der anderen Seite haben Menschen das ausgeteilt, als was für ein Zadig. Er kann haben, was nur er will, und er ist nicht geizig, er ist nicht jedne. Alles, was er will, ist das. Ja, das ist ein Mensch, was reißt sich nicht nach Geld oder nach Luxusen. Was sagt er wegen dem Lach von dem Kateger? Was ist, ob ihr seht das dramatisch, ob ihr kennt das Herren. Raphael ist weg, ach, gewollt er so lachen, weil er ist ein Akteur, er wollte er gekannt machen dem Lach von dem Kateger. Für was lacht der Kateger? Ich meine, er lacht sarkastisch. Das Lachen ist das Lachen von dem ganzen Mischbett, was da ist gewesen. Und für was ein interessanter Satz gleich vor dem, Dayanim und Malachim haben herabgelost die Kap verschämt. Für was haben sie sich, sind sie gewinn verschämt? Was? Auf Englisch hat einer in The Treasury of Your Stories hat Hilde Abel das hat zugegeben, something at the unending meekness of that God had created on this world, something like that. Was das Tormen nicht reinlehnen oder reinschreiben, aber für was? Ich meine, als ja, Schmuel. Ja, das ist der Schmuel oder Itzig? Itzig, ja. Und dann noch Schmuel. Sie meinen, sie haben gefunden, den besten Kandidat, Zadig, öfter von die Lamed Wovnikas. Aber es ist klar, dass hat in sich, es ist nicht so in ihm etwas Tiefes. Ist pushet ein Mensch, was schweigt. Und sie haben geglaubt in ihm und sie haben gemeint, als sie wollen gewinnen. Aber es ist nicht so in ihm etwas Tiefes. Du meinst, als die Cap, sie haben mal abgelöst, die Cap verschämt, weil sie haben nicht richtig verstanden, wer das ist. Aha. Das ist sicher. Es ist ein Bild von, es ist ein Bild von einem Ideal von Jüdischkeit, was Bunche ist
der bessere Moschel von jenem Sort Jüdischkeit, aber er schweigt, er hat nicht keine Mamoshistigkeit. Mhm. Gut, Shmuel, hast du gehabt eine andere Idee? Ja, es ist doch nicht befähigt geschrieben, aber öfter ist da gewesen etwas vermisst zwischen Gott und der Kateger, wie in der Meise von Job. Der Kateger hat gesagt, dass manche will nicht von das Leben und wenn man bringt ihn rein in Gan Eden, euch dort wird er sein, manche Schweig und Gott hat gesagt, die Malachen haben gesagt, nein, euer wollt gewinnen Gan Eden, wollt er gehabt, als Ding wollt er gewinnen anders. Aha. Und der Pfarrer hat der Träger geschweigt, er hat gesagt, so wie Bonche schweigt, ich schweig euch. Und der Pfarrer hat gelacht, weil er hat gewusst, dass Bonche wird auf Gornisch nicht gefragt. Wird Gornisch nicht beten. Aha. Ja, gut, andere Meinungen? Ist interessant, ich habe keinmal nicht getracht, wegen dem, was du hast gesagt, aber ich nehme es an, Arle. Ja, ich will vielleicht ein Stück unsparen für Itzigswärter. Okay. Was die Maluchim und die Dayonim haben sich treu gewesen, was Bonche allein hat nicht geglaubt, als ihn nehmen sie das. Er hat allein nicht geglaubt, in Bistelchweis hat er sich angerät, als das reden sie ja wegen ihm. Und bis zum Sof hat er das Tage geglaubt, alle haben sich verglebt in dem. A viele Bonche. Aber der Chetchilo hat a viele Bonche gewusst, als nicht die Menschen sei. Mhm. Ich habe gemeint, aber ich nehme an alle eure Empfers, wie Punkte sehr gut wie meine, als sie haben sich geschämt, weil sie haben gefühlt, als ist a Tzadik und als sie wollten nicht gekannt, also ein Nivestik, sagen, als Bakosche. Sie wollten öfter gebeten, ich weiß, Brillanten mit Diamanten, mit teuren Steinen. Und ist gewesen, als ohne was Tzadik, als hat nicht gewollt, kein Schum Materialismus. Also habe ich das verstanden. Weil sie halten ihm, ich halte, als sie halten ihm für ein Held. Aber wie gesagt, ich nehme an eure Entfers. Ich meine, das ist die Größkeit von der Erzählung, als wir können sehen verschiedene Sachen. Ist für was wollt gewinnen? Sie halt, als ist die ganze Zeit gewinnen, als Tzadik in Gan Eden, oder Sof Kol Sof haben sie sich übergezeigt, als ist nicht der Tzadik, was sie haben gemeint. Für was wollten sie ihm gesehen wie ein Tzadik? Jedenfalls beim Anheb, ja? Für was? Für was ist das wichtig? Und das geht zurück zu der ganzen Beschreibung von dem Gan Eden und von dem Malachimlach und von der Kine und alles Dinge, was wir haben geredet, wegen Gan Eden. Und als geht bald da rein, ja, man darf, als die Diele ist bloß, wie sagen Sie das, Pusteforme, ja? Also man darf es nicht haben, weil man weiß schon. Für was wollt Gan Eden ihm gesehen wie ein Tzadik? Wir alle schweigen. Ja. Wir schweigen, Bonche. Sagt etwas, Bonche. Ich meine, Entschuldigung. Ja. Wer hat gewollt reden früher? Ich meine, als du, ja? Oder Sarah, hast du gewollt nehmen ein Wort? Nein, okay. Ist Carol, ja? Ich meine, dass sie haben gemeint, dass ist ein Tzadik. Sie sind gewöhnt sicher, als ist ein Tzadik. Und für sie ist ein Tzadik, weil schweigt, weil reagiert nicht. Ich meine, als Peretz bemerkt euch da,
ich weiß nicht, wer sagt das gut auf Jiddisch. Hypokrisie sagt man auf Jiddisch, euch? Hypokritstwe oder Zwiakis. Hypokritstwe. Von der Religies, von der Sache, von unserer Religion euch. Sagt es euch in die frohe Katz. Das heißt, als Schweigen ist besser. Nicht schweigen oder sich entgegenstellen. Ach, das ist nicht für Gott und für Leid. Also, meine ich. Ja, ich meine, will noch jemand etwas sagen, oder ich sage euch eine Meinung? Ich habe gelernt in einem Newsletter, es gibt eine Diskussion zwischen Menschen auf Jiddisch wegen, wie man kann Anteil nehmen in einer Lektion, in einem Kurs. Und einer hat gesagt, dass die beste Weg, Anteil zu nehmen in einem Kurs, ist zu reden und die Studenten sollen reden. Und der andere hat gesagt, nein, man darf schweigen und der Professor darf reden und die Studenten sollen alle schweigen. Und er hat gesagt, dass das ist gewählt ein Ziel von die Adam hat gesagt, dass die Kinder sollen schweigen. Und ich weiß nicht, was weiter zu sagen. Okay, ich soll sagen, es dreht sich ein bisschen der Ekran. Ich hoffe, es keiner steht nicht auf dem Kopf. Ja, es ist nicht gut, jetzt der. Ja, es ist nicht, also jetzt der, ja. Jetzt der, ja. Ich meine, es ist sehr wichtig, als Peretz beut also sein Ganeden, weil, wie Emetzer schon bemerkt, das ist öfter ein Ideal von der Religie, was ist öfter ein bisschen mehr christlich wie jiddischlich, als man soll, wie sagt man, turn the other cheek, als man soll leiden und hat gefühlt als genug, ja, genug, als man soll sagen, die leidendicke Massen, die Arbeitermassen, als sie dürfen schweigen, ja, als man darf machen a Revolt gegen dem. Als der Ganeden ist öfter symbolisch gerät, das ist der Kapitalismus, das sind die Balabatim, sie haben lieb als a Bunchen, für was? Weil von a Bunchen wird man reich, ja. Ist der ideale Arbeiter für sie, also ein Arbeiter, was arbeitet wie ein Pferd und meint nicht sein Lohn. Ja, was kann sein besser für Materialismus, für Kapitalisten, wie ein Sabonche? Ja, ich meine, der Pfarr nehmen sie ihm an wie ein Held und euch redet gegen die, was stellen weg als ein Ideal, als man darf leiden und schweigen. Sie soll sein Kapitalismus oder Stammazoi, ist gegen dem. Aber die, was halten, als die Massen dürfen schweigen, weil man kann sei wie sei gar nicht tun, sie wollen erwarten sehen, als Bunche ist ein größer Held. Aber ich meine, als Peretz will sagen, als mit dem, was Bunche hat gebeten, Nora Bulke mit Putter, es dreht sich bei euch allen in der Ekran. Ja, ich weiß nicht für was. Ist, als Peretz will sagen, als kein Schum gar nicht kann vergittigen als ein Leben. Also man kann nicht unterdrücken an Menschen auf der Welt, also wie man hat Bunchen untergedrückt und hoffen, als auf jener Welt wird kriegen sein Schar. Weil er kann es nicht abschätzen, er kann nicht beten, etwas Höheres, ja, ist schon so erniedrigt, ja, ist ihr religiöse Führer oder kapitalistische Führer oder wer es soll nicht sein, was sagen, als, dort auf jener Welt wird man euch beleunen, ist Peretz sagt, nein, das ist nicht genug, weil die Welt hat viele nicht zugekriegt den Menschen, also soll können abschätzen, also soll können beten etwas auf jener Welt. Ist viele nicht auf der Samadrege. Ist der Farmer, hat der Keteger gelacht, ja, weil die ganze Meise von einem himmlischen Schar ist Brache Levatole, ja, Bunche
nützt es nicht aus. Er kennt nicht. Er hat nicht die Hasages. Er hat nicht die Ambitie. Gar nicht. Ja, er ist also der niederregt. Und mit dem ist er sehr anders. Wir kennen nicht mehr davon gehen, meine ich. Gimpel Tam von Basheveson ist euch als a holy fool, sagt man, saintly fool, ja, ein Narr, was ist Take a Tzadik, oder, ja, ist, Banche ist, mein ich, nicht kein Narr, was ist Take a Tzadik, Gott der Himmel will ihm also sein, aber es ist sehr wichtig, das ist die letzte Sache, ist, für was hat man ihm ja gesehen, wie a Tzadik, für was hat mein Lehrer im jüdischen Lehrerseminar uns gesagt, das ist ein guter Mensch, a Tzadik, er hat gar nicht gebeten. Für was öfter speziell noch ein Chorben wollten misrach-europäische Jiden ihm verstanden, wie a Tzadik. Ja, Emetzer anders, Pashat, weil, lassen wir sehen, als Tomer will Emetzer nehmen ein Wort. Okay, Perl. Nein, ich weiß nicht, ich habe es gelernt mit meinen Taten und ich so ich gewöhne ab und ist. Und ich habe, es ist mir rein in den Kopf, das, was der Tat hat gesagt. Aber jetzt, wenn ich habe es noch einmal gelernt und noch einmal gelernt, vielleicht dasselbe. Sag es, was ich meine, was Peretz hat gewollt sagen. Das ist derselbe Peretz, was sagt, mein nicht die Welt ist ein Kretschme. Das ist alles wird gemusst. Und als das ist nicht gut. Es ist nicht, ich meine, eine religiöse Linie, sie ist ja Tzadik, sie ist Malochim Lechdavos. Das ist eine Szenografie, was nutzt. Und beschreibt es, wie hat es gekannt beschreiben. Weiß ich bin ein größer Dichter. Aber weiß eine andere Sache. Als das frisch gebildete Semmelbrot mit Butter, darf ihr alles haben. Alle in der Früh darf ihr alles essen. Aber doch, Baulam Hazeh, in der Welt, nicht auf jener Welt. Auf jener Welt wird man sehen, aber doch darf es sein. Das meine ich ist der Zechakel, was ich meine, was ich fühle, ist beim Lehnen Bonche Schweig. Ja, soll man Gott haben das auf der Welt und nicht warten auf jener Welt. Aber ja, mit Schweigen wird ihr nicht bekommen. Mit Schweigen wird ihr, ja. Mit Schweigen wird ihr es nicht bekommen. Ich dachte bis dann. Ja, ich meine, Ruth Weiss bemerkt das euch und sie redet wegen, nachdem, wie Peretz hat das geschrieben und sie gewinnt Ruf zum Kampf, es ist eine gewinnt Pogromen, es gewinnt eine große Dislokation, Jeden haben emigriert und so weiter, die ganze jüdische Welt ist gewinnt in überkehrnisch. Es kann sein, als Menschen, was haben gesucht, ein bisschen Nostalgie, was haben gewollt sein, in Amerika reißt man sich noch Geld, aber in Europa ist es anders. Gitta guck auf Bonche Schweig, ja, wie wenig hat gedacht, zu werden befriedigt, ja, hat man geguckt auf dem, wie öfter auf ein positiven Ideal. Und danach meine ich, als noch ein Chorben, weil so viele Jiden sind umgekommen und ich will nicht da reingehen, indem sie sind gegangen, wie schafft zu der Schritte oder nicht, aber so viele Jiden sind umgekommen und haben nicht gekannt schreien oder wer hat sich zugehört zu sehr geschreien. Zu sagen, als die Menschen seien nicht kein Helden, ja? Wie so versteht man das, die ganze Geschichte von jüdischen Karbones, ja? Es hat man wieder reingelehnt in Bonchen, und ihm gesehen für ein Tzadik, ja, ein Tzadik, was will nicht keine Sache, will nur, ja, was Eulam habe belohnt ihm, als öfter da kriegt nicht sein Schar, aber es ist da eine Welt, wo wird kriegen sein Schar. Wer will das nicht glauben, wenn man tracht wegen aller umgekommenen Juden? Es kann man sehen, als zulieb der Geschichte, seien sicher gewesen Menschen, was haben
gewollt sein, Bonschen für ein Zadig, weil wie so kann man verstehen, ja, als eine Geschichte. Es sei denn, Emetzer will etwas zugeben, oder will haben dem letzten Lach, wenn ich habe euch genug lang gehalten und ich danke euch sehr. Sie gewinnt ein Vergnügen zu sitzen in einem virtuellen Zimmer zusammen auf 5 Kontinenten. Ja, und ich will euch bedanken, Shevin, dass sie hat Masken gewinnt, anzuführen als mein Seminar, was ist gegeben ein Experiment. Und ich hoffe, dass sie gewinnt interessant für euch und nützlich für viele. Und zweitens kommt ein größer Jascha Koyach, euch alle, was sind gekommen in der Sonntag, herumreden, eine jüdische Erzählung, das ist eine seltene Sache. Ja, das ist es schon Montag bei Emerson oder noch nicht? Noch 3/4 Stunden. Noch 3/4 Stunden. Noch 3/4 Stunden. Schon Montag, okay. Gut. Okay, ihr seid alle gesund und lassen wir sich treffen auf Simchas und auf andere Lerngelegenheiten. Ja, Shikoyach. Seid gesund. Schönen Dank. Seid gesund. Seid gesund. Seid gesund. Seid gesund. Seid gesund. Einen guten Tag. Einen guten Tag. Na gut.